ze zijn zal en het is einfach je lotte es en ons dien wordt wat du voor ons hast wiedergeben kan. En wie vrouwen die ook Jezus dat u ons de wiederherje was gehoorzame harten geven dat we dat worden omwandelen als een alltag. Dat bidden we in Jezus zijn noemen. Amen. Gracias. Gen Marius ook van mij ziet. Ik geloof, ik wil niet te veel zijn. Wenn ik je zei, je wil vandaag de beste predigt hier, wat het op de wereld heeft. Ja, je klotschen en denken, je Mensch, wat denkt deze mij van zich? No. Wir wollen von der nachschicken in die beste Predigt, die jemals gehört wird. Und das ist die Bergpredigt von Jesus. Wer konnte es andere sein? Ich will einen Ston gebracht haben. Ich denke, je alle Leute wollen eine Predigt, ich meine, oder? Säulich sind diese und diese und diese, wir wollen dort lesen. Aber wenn ich so in die Predigt nachschaue, dann denke ich, dass nicht alles Wort bei Wort zu nehmen ist, Wiens. Ich kann so eine, dass die alle Hand noch hängen und die alle Hand ihre Augen noch haben. Wiens, da steht ja, wenn die eine Hund, die zu Sinn verlädt, dann hackt die auf. Und bei mir lautet es so, wenn wir hier nicht alle verhackt sind. Oder? Das Mann ist so ja jästlich. Aber wie ist die Bergpredigt dann zu verstehen? Da sehe ich nicht. Und ich habe mir so ein bisschen geforscht und mir Sachen angehört und gecheckt. Und mir ist ein Zitat, ein Wort abgefallen von Luther. Wir alle kennen Luther, oder? Die Luther-Bibel, kennen wir, die deutsche Bibel. Und Luther sagt, was über die Bergpredigt, wo der Kind Fuß verlesen will, aber erstmal will er ein Bett vertalen, in welcher Zeit er das dann gesagt hat. So dass wir eine Zeit von größten jährlichen Missbrauch. Die katholische Kirche hat die Menschen vertalt, die kommen mit Wolken in den Himmel. So jemanden, dessen Brief schreiben, der ist dir, und der hat Ablassbrief. Und wenn ihr diesen Brief schreiben, dann schreibt ihr in den Himmel nennen. Von der wollt wie du das doms. Aber zu dieser Zeit haben die Menschen dort geglaubt. Sie konnten Briefe für sich selbst schreiben und auch für ihre Freunde und ihre Familie schreiben. Und in dieser Zeit, dort schlemmen wir, die können ja alles vertalen. Wenn die Bibel wir noch nicht auf ihre Sprache. Kennen Sie ein Bett, wo rüht hier? Die Bibel nicht auf deine Sprache, die wird vertalt, du musst was tun, um in den Himmel zu kommen. Und du bist abhängig davon, wo die Prediger Sonntag vertalt, wie selbst verstehst du das ja nicht. So, und Luther war einer von diesen Geistlichen, und er fing an, die Bibel zu studieren, und hat zurückgefunden, das stimmt nicht. Wie sind bloß der Gnut gerat? Das ist bloß das Kreuz, und nicht meine Worte. So, die Bergpredigt. Was die zu verstehen. Wenn wir da lesen, denken wir, Mensch, das kann ich auch gleich alles anhören. Luther sagt dort eben, die Bergpredigt, die ist für alle Christen gemeint. Und das ist wichtig zu wissen, dass es zwischen Christen nicht verschiedensten Mut gibt. Das gibt nicht verschiedenste Sorten von Christen. Keiner kann die Bergpredigt im Ganzen umsetzen. Und was je darum geht es auch nicht. Die Bergpredigt hält uns ein Spiel vor. In diesem Spiel können wir erkennen, dass wir Deub in Sintberne sind. Die Bergpredigt weist uns an, dass wir Vergebung brauchen. Sie weist, wie sehr der Mensch Erlösung braucht.
Die Bergpredigt macht den Menschen ihre Selbstgerechtigkeit bewusst. Alex, du darfst die Musik hier noch einmal uitmachen. Wir wollen noch ein paar Fakten hier hören. So, heute sagt die Bergpredigt, es ist nicht so gemeint, dass du die Döne suchst. Sagt ihr dazu? Nicht ganz. Ich glaube, heute sagt, die Bergpredigt ist so gemeint, dass du nicht in den Himmel kommst, wenn du all dort stehst. Wenn du das wusst, du niemals nicht handschrien. Sie wies dir den Spiel und wies dir, du wusst du niemals nicht allein handschrien. Du brauchst einen Erlöser. Um die Bergpredigt ein bisschen besser zu verstehen, gehen wir mal in das Matthäus-Evangelium nennen. Die Bergpredigt steht in Matthäus und auch in Lukas. Aber von der schicken wir uns Matthäus an. Warum? Wenn ich wählen die Parallelen, dafür habe ich kein politisches Wort gefunden. Parallelen. Dasselbe, was hier ist, was auch da ist. Wie? Vergleichnisse? Ja? Ich will ein paar Vergleichnisse wiesen. Uit dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Matthäus, wie ein Jude. En hij heeft het boek ook ohne Juden geschrieben. Am wird es schrecklich wichtig, die Juden zu beweisen, dieser Jesus, wird auch nu gefolgt sie, wird wie nu gefolgt sind, wird für uns gestorben ist. Dis Jesus ist der, auf dem wir all immer gelehrt haben, von was die Propheten geredet haben, von was die Tora, das Gesetz geredet hat. Und dieser Jesus, fällt dort, wo du gesagt wird. Und wenn wir für Matthäus eine Überschrift brauchen, dann wird wir sein Erfüllung. Dort ist die Erfüllung von dem, wonach wir lernen. Sehr interessant. So, in Matthäus ist immer wahr, sind durch Bibelstellen, wo es sagt, guck mal, im Alten Testament steht dort, und dort hat Jesus gemerkt. Guck mal, hier steht dort, und dort hat Jesus gemerkt. Ich frage ihn, finde ich, Alten Testament, wer wir für die Juden der wichtigste Prophet? Wollt ihr dort? Was denkt ihr? Die wären auch wichtig. Ist so. Mose wird für die Juden der wichtigste Prophet. Warum? Erstens, Mose wird der Prophet, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei rausgebracht hat. Ja. Heu wird der, wo den Willen Gottes abgeschrieben hat. Je wollte die Tora, das sind die 5 Bücher Mose, die sind für die Juden ganz besonders wichtig. Ja, die lesen auch die Propheten, aber die Tora, die 5 Bücher Mose, das sind für die Juden dort die abgeschriebene Welle Gottes. Und dort ist von Mose geschrieben. Gott redete Mose von euer Sicht zu euer Sicht. Und dort ist auch Mose, wird vom Gott das erste Mal die Gebote kriegt. Heute kriegt die 10 wird von Gott. Interessant ist, dass die Juden die Tora auswendig lernen. Denkt ihr doch mal nach. Nicht die 10 Gebote, die Tora. Die 5 Bücher Mose lernen die auswendig. Und zu der alten Zeit wird es so, dass Kinder, wenn die in die Schule gekommen sind, die Juden, ich weiß nicht, was es noch so ist, die haben angefangen, die auswendig zu lernen. Und beim auswendig lernen, fangen die dann an, lesen zu lernen und schreiben zu lernen. Schändlich interessant. So, ich will mit Ihnen in die erste Wiedergune von Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5. Wer will, kann mitlesen, aber ich habe dir extra nicht gesagt, dass ihr da onscreen sollen, wie sie sollen horchen. Aber ihr dürft noch mitlesen. Diese 2 Versen, denk wie, Mensch, die sind ja bloß am Anfang geschrieben, zu uns zweite Luten Wort und wo dort passiert ist. Da steht, aus Jesus all die Menschen sah, ging heu auf den Berg nob und saht sich duhl. Und seine Jünger sammelten sich am und heu fing an, detalieren und seht. Und wir denken, nu fangt es an.
Ik zei je wat interessant. Diese twee Phasen sind schändlich wichtig. Hij jeet nop op den boy. En hij fangt an te erklären. Dort nop op den boy komt in Griechischen im Neuen Testament dreimal vor. En immer als je meint, dass Mose op den boy gegangen ist und das Gesetz geschrien hat. En hier kommt einer von der Sorte, dass Mose ist, und hij kommt op den boy, den ganzen Willen Gottes zu erklären. En dieser Prophet Mose, wo der wichtigste in der Tora war, ja, für die Juden. Dieser Prophet sagt all verrab in 5. Mose 18, 15, Bot 18, du wird einer kommen, ein Prophet ist ich, und heu wird jünd in den ganzen Willen Gottes bringen, und die motten ob am Hirn. Das ist interessant, so, du hast den Boy, und hier ist der Boy, wo Jesus war. Bei den Juden, wie soll ich das erklären? Ich will ein Bild malen. Kommt mit, bitte. Jene Fantasie, braucht die. Hier ist der Boy Sinai. Und hier ist der Boy, wo Jesus ist. Und diesen Tag, wo Gott sein Gesetz gegeben hat, dort wir Donner, dort wir Lüt, die Bibel, die Schrift von Posaunen und von Schafott, das Bluesding, und das wir alles schändlich Lüt, und die Juden, die hatten Angst. Die hatten so sehr Angst von der Gegenwart Gottes, dort die gesagt haben, Mose, gut du, wie können dort nicht uthören? Gott ist so heilig, wie können dort nicht uthören, wenn wir wieder dort hier wie Motte sturve? Wens, wie wohl nicht selbst, wie selbst komme dort nicht han. Die Bibel sagt, dort der Boy Sinai gerekat haft, dort Gott mit 4 Rofer gekommen ist. Und schließlich sagt heu auch, wie es heu wollt, dort die Juden nicht bestundet können, sagt heu, Mose und Aaron, die dürfen abkommen. Und ich will mit ihnen reden. Und diese 2 stunden euch einen besonderen Schutz. Und die gehen dann ab, bloß diese 2. Und Gott auf dem Boot seine Gebote, seine wird, als es richtig sagt. Und interessant ist, wie denke Ferken dort, das sind bloß Regeln. Aber wenn die dort mal so lesen, dort Gott sein Hut auf dem Boot, durch diese Regeln, wird es schändlich interessant. Die sollen treu sein, wie es ich sie treu. Die sollen nicht stehlen, wie es ich wo jünd niemals nicht bestehlen. Die sollen ihren, wie es ich sie voll von ihr. So interessant, lest ihr mal so aus dort. Und diesen Tag, als es dort Jesus auf dem Boy geht, über ditmal sind die Gebote, es dort Gesetz, es doi wird das Gesetz erfüllen will, selbst du. Ditmal, als es nicht ein Mann, der du abgehen darf mit seinen Brüdern, ditmal, als es Gott selbst, der kommt als Mensch, damit wir dort uthören können. Der kommt, all diese Gebote zu erfüllen. Und er hat nicht bloß seine dichtesten Bi sich herum, die Jünger, Mose. No, ditmal darf jeder einer der Welt zuhören. Und er erklärt. Und er wiest, was der Willen von Gott ist. Und wir wollen die Fuß lesen, und interessant ist und wichtig ist, dort Jesus sagt, ich sie nicht gekommen, um das Gesetz für nichts zu merken oder abzulösen. Ich sie gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Bloß durch Jesus kann mit dem Fuder kommen. Du hast ein paar neue Parallelen, Vergleichungen von Mose und von Jesus, die sehr interessant sind. Einfach mal so für ihn zu vertellen. Bet haben Kindermord überlebt. Ja?
Der Pharao hat versucht, Mose dort zu merken. Und Herodes hat versucht, Jesus dort zu merken. Beide haben in Ägypten gelebt. Mose wie 40 Jahre in der Wüste. Und Jesus wie ganz kurz, euer heute Beuchpredigt gehört habt, wie die 40 Jahre in der Wüste zum Fasten. Und der eine, der kriegt dort Gesetz von Gott, und der andere, der erfällt dort Gesetz und erklärt dort. So, als die Beuchpredigt irgendwo wird wie niemals nicht erkennen kennen, dort als die Frau, oder wie gut wie dann damit um. Dort ist eine Offenbarung vom Hut Gottes. Meint nicht, dass ich gekommen sie, dort Gesetz abzulösen, ich sie gekommen, zum dort erfüllen. Wir kennen dort nicht ohne Jesus. Eric Gilmore, der hat mir was Interessantes gesagt. Wir haben 1600 Jahre gebraucht, um die Bibel zu stellen, was dort buch, um bloß ein Wort zu sein. Jesus. Die, wo die Botschafter wir, als uns zu der eine Botschaft, wird freimerkt geworden. Die Botschafter als uns die Botschaft geworden. Die Beuchpredigt wiest uns, wie Gott sein Reich sein soll. Und es geht darum, dass die Wort Gottes in uns leben soll bestimmen, was wir tun. Und das Ziel ist es, heilig zu sein. So, das ist ein Geschenk, der Jesus es erfällt, so wie haben dort Geschenken gekriegt, der ich genut, der ich glauben. So, du bist heilig. Nu benehm die auch so. Ich denke, so können wir dir verstehen. Du bist allheilig. Und nu fang an, die so zu benehmen. Lut uns nen hüpsen in der Beuchpredigt. Ich will Ihnen die verlesen im Ganzen. Und der wen sagt, die beste Predigt auf der ganzen Welt. Säulig sind die im Jest sind, wils ernst je hier tot Himmelreich. Säulig sind die traurig sind, wils ernst soll getreust worden. Säulig sind die sanftmütig sind, wils sollen die Welt urben. Säulig sind die Hunger haben und Durst, eine Gerechtigkeit. Wils die sollen dort wohnen. Säulig sind die mit anderen Mitleid haben, mit die wird Gott auch Mitleid haben. Säulig sind die ein reines Hut haben, wils die sollen Gott säunen. Säulig sind die Fried merken, die wollen Gott seine Kinder halten. Säulig sind die um Gerechtigkeitswillen verfolgt wurden, wins dort Himmelreich es ernt. Säulig sind wenn die Menschen um mintolva über jün schellen, jün verfolgen und jün allerhand schlechte Dinge nur reden, auch wenn es nicht so ist. Fried jünt und sieht höchst früh, dort wird jünt im Himmel Gold belohnt worden. Wils Grüße haben soll die Propheten verfolgt, die verjünt werden. Sind dort Salt auf der Erde. Wenn aber das Salt den Geschmack verliert, wer kann dort, war da sollte ich merken, dort erst dann zu nusch zu brücken. Je können dort bloß noch utschäden und von den Menschen verklungen luten.
je sind dort Licht für diese Welt. Dort erst allmählich eine Stadt zu verstecken, die auf dem Bauch liegt. Kein Mensch steckt eine Lampe an und bestellt die dann unter einen Armer. Die wird doch auf einen Lampenhüller gestellt, dort du für allem im Haus Licht ist. So lut auch jün Licht für die Menschen schienen, dort so jüne gute Wolken säunen und jün Fuder im Himmel durchverlaufen. Denk nicht, dort gekommen sie Moses ihm gesagt, und dort wird die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu merken. Ich sie nicht gekommen, dort über sie zu bringen. Ich sie gekommen, dort zu erfahren. Verlutjen darauf, solange aus Himmel und Erd stunden, wird nicht der kleinste Buchstabe oder Punkt vom Gesetz gestrickt worden, was dort alles erfüllt ist. Wenn irgendwer dort kleinste Gebot abhebt und den Menschen so lehrt, der wird im Himmelreich aus der geringsten Stunde kommen. Wann wer die Gebote überhält und lehrt, wird groß sein im Himmel. Wie es das sei könnt, wann jene Gerechtigkeit nicht wird besser sein aus der Schriftgelehrten und der Pharisäer ehre, wo je niemals in dort im Himmelreich kommen. Ich habe gehört, dort doi in der öle Tiet gesagt haben, du sollst nicht dort merken. Wer aber doch dort merkt, wird der gerecht kommen. Ich aber sei jüt, wer sich mit seinem Bruder doll ist, er soll schuldig für dort gerecht kommen. Und wer zu seinen Brüder sagt, du durchst nicht, soll für dem Rut gestellt werden. Wer zu seinen Brüder sagt, du Dummkopf, es in Gefuhr in dort Hallenfeier zu kommen. Wenn du einem Altar gehst, deine Guf zu opfern, und du die Dur bifällt, dort dein Brüder, wo gegen die Haft, dann lud deine Guf dort vor dem Altar lege, und gu und morg erst Fried mit deinen Brüder, und dann gu und bring deine Guf. Und so, dort du mit den jener noch schwind ob dem Weich, nem Gerecht, ob dem Rennen kämpfst, dort doi die nicht für dem Rechter überjeft, und der Rechter, die dann den Wächter überjeft, und doi, die dann anstoppen wird. Ich sei die wahrhaftig, du kämpfst du nicht rüt, ob du den letzten Cent betult hast. Ich habe gehört, du hast in der Oletid gesagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sei jünd, wenn wer ein Frühmensch darauf ankickt, dort heu haben mocht, haft wie sich im Hut und mit die Eue gebrechen. Wenn die rechtet Juk, die verursacht zu Sindien, dann riet dort rüt und schmied dort weich. Dort ist besser für die ein Purt vom Körper zu verlieren, als wenn die ganze Körper in die Halle geschmeten wird. Und wenn die rechte Hand, die verursacht zum Sindien, dann hackt die auf und schmied die weich. Dort ist viel besser für die, wenn du ein Glied verlierst, als wenn die ganze Körper in die Halle geschmeten wird. Du hast gesagt, wer sich von seinen früh schäden tät, soll auch ein Entlutungsbrief unterschrieben. Aber ich sage jünd, dort wer immer sich von seinen früh schäden tät, unter wegen Ehebruch, der verursacht, dort soll eine Ehebrecherin wird. Und wer sich aufriet, der bricht auch die Ehe. Dann habe ich auch gehört, dass zu aller Zeit gesagt wird, du sollst nicht voll schwören, aber dort für Gott hören, wo du geschworen hast. Aber ich sage, dort überhaupt nicht schwören. Nicht beim Himmel, wenn es dort ist Gott sein Thron, und auch nicht bei der Erde, wenn es dort ist die Fötbank von Am. Oder bei Jerusalem, weil es dort ist dem größten König seine Stadt. Du kannst auch nicht mit deinem Kopf spielen, weil du kannst nicht einmal ein hoher Witz oder Spurt merken. Lut ein Ja sein,
En je nee oi nee zijn. En alles wat je mooier zijn, komt van buiten. Je hebben ook gehoord dat door gezegd weer, een juk voor een juk en een teen voor een teen. Aber ik zei junt dat überhaupt nicht rach oeven sollen, wann junt wer orecht deed. Leuwer, wann die wer de rechte Back schleicht, dann hül am die linke ook an. En wann die wer vergerecht nimmt en den Rock verlangt, dann jef am ook den Everock. En wenn wer verlangt eine Meal mit die te gune, dann gut 2 Meal mit am. En wann die wer am wot prachat, dann jef am dort. En sei den nicht auf, die sich von die wot liehe will. Ich habe gehört, dass du es gesagt, die sollst den nuber gut sein, en den Fiend schleicht sein. Aber ich sage jünt, sieht jüne Fiend gut, en sehnt doi, de jünt Flecke. Dort Gottes für doi, de schlechte jünt sind. Bet für doi, de jünt beledigen en verfolgen. Zodat jünt Fuder im Himmel sein kann, dort sind meine Kinder. Wiens heu laat de Sonne abgehen, über die Gute und über die Schlechte. En heu laat het regen, über Gerechte und Ungerechte. Wann je die gut sind, die jünt gut sind, wo kann je mit eurem Lohn regnen? Bis dort dünne sogar die Taxkollektor. Und wenn je bloß jene Freund freundlich begrüßen, wird de je mehr aus den Nicht-Christen. Aber je mochte vollkommen sein. Grut, süß jen Fuder im Himmel vollkommen ist. Hab Acht, dort je jen frommet sein, nicht darauf vermenschen euren, dort je wollen gesäune sein, bis dann ha je von jen Fuder im Himmel all mit keinem Lohn zu regnen. Wann du deine Guf jäfst, sollst du nicht mit Trompeten verrobblusen luten und aus der Hechler dort in der Judenschulen und ab der Gossen dünn und von den Menschen die Luft zu wohnen werden. Ich sei jünd in Wahrheit, dort das alles wird geschrien worden und löhnt. Aber wenn du deine Guven jäfst, dann lud deine linke Hand nicht wollten, wo der rechte deed. Zodat du im Geheimen jäfst und den Fuder, der in dort Geheimnis nennt, wird die dort öffentlich belohnen. Und wenn je beten, soll je nicht so dönen aus der Hechler, die Jieren in die Schönen auf die großen Eike stunen und beten, so dass die Menschen am Säunen sollen. Ich sei und in Wahrheit, der Hahn ihren Lohn allweich. Aber wenn du beten lässt, dann geh in deine Stufe und merk dir der Tür und bete deinem Fuder im Geheimen. Und den Fuder, der du sitzt, wo im Geheimen vergeht, wird die du verlohnen. Und wenn je beten, red nicht so viel, lad je wird aus die Völker dort dönen. Die meinen, sie wurden gehört, wenn sie viel wird brucken. Je soll nicht so sein, los doi. Wie es jen Fuder voit wird gebrochen. Euer je darum beten. Du weinst, soll je so beten. Uns Fuder im Himmel, die Nume soll heilig gehören worden. Lud ihn rekume, lud ihn wellen auf die Erd, grut zu gedun worden aus dem Himmel. Jef uns das Brot, wat wir von der Brücke. Verjef uns unsere Schuld, so uns wie durch vergeben, die sich an uns verschuldigt haben. Vier uns durch die Versicherung, aber bewahr uns vor dem Bösen. Willst die hier zu Trick, und die Kraft, und die Herrlichkeit, für immer und immer. Amen. Wenn je Menschen dort vergeben,
Wann durch sich jün versündigt, wird jün himmlischer Fuder jün auch vergeben. Aber wenn je andere Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird jün Fuder jün jüne Sünden auch nicht vergeben. Wann die Pfosten, soll je nicht lange Gesichter machen aus der Hechler, durch Verstehen ihre Gesichter, dort Menschen Säune sollen dort sie Pfosten. Ich sei jün in Wahrheit, durch haben ihren Lohn allweich. Aber wenn du Pfosten nicht, dann wosch dein Gesicht und besorg deine Hure, so dort nicht die Menschen, aber jün Fuder im Gehäumen den Pfosten sitzt. Und den Fuder, der dort sitzt, wo im Gehäumen für sich geht, wird die durch fair öffentlich lohnen. Sommelt jünt nicht Schätze abeiert, wo Motten und Rost die abfreten, und die Stähler anbrechen können und die stehlen. Aber sommelt jünt Schätze im Himmel, wo Motten und Rost die nicht verfreten können, und die Stähler nicht nur rufen und stehlen können. Willst wo jün Schutz ist, du wird auch jün Hut sein. Dort Licht für den Körper, dort ist dort Jug. Wenn dort Jug klur kickt, wird der ganze Körper voll Licht sein. Wenn dort Jug aber nicht klur kickt, dann ist dort im ganzen Körper Dienster. Wenn du dort Licht, wird Andi ist, nur über Dienster ist, begröt wird dann dort Diestre sein. Keiner kann zwei Haaren deuten. Heu wird einen nicht lieben können und von den anderen viel hören. Oder heu wird den einen Hecher aus den anderen hören. Du kannst nicht Gott deuten und dem Richtung. Du wen sei könnt. Murk könnt nicht sorgen jün Leben. Aber wird die eten und wird die trinken sein. Und auch nicht jün Körper, wird die untreiken sollen. Es dort Leben nicht mehr aus Eten und die Körper nicht mehr aus Kleidung. Check nur den Fehl in der Luft. Die sehen nicht und die ahnden noch nicht und die summeln nuscht nicht an. Und jün Fuder im Himmel fördert die doch. Sind die nicht mehr wird aus Disse? Und wer kann sein Leben, der Sorgen mucke, auch bloß ein Bet verlängern? Und zu Wort mucke jün Sorgen über die Kleidung. Denk mal an die Blumen, die Lilien auf der Stab, wo die Wossen, die arbeiten entspannen nicht. Und doch sei ich jünt, selbst Salomo wir in all seiner Herrlichkeit nicht so schmack ungetrocken aus Deu. Und wenn Gott dort groß auf der Stab, dort von der lebt, und morgen in den Ofen geschmeten wird, so kleiden det, wird heu dann nicht noch viel euer Kleider? Wird ha jedoch für einen kleinen Glauben? Je sollen jünt nicht sorgen und sein, wo soll wie eten, wo soll wie trinken, wo soll wie untreiken. Dort sind Sorgen, die sich die Völker morgen. Aber jün Fuder im Himmel woit, wird je brucken. Aber sagt dort erste ne Gott sein Reck, eine seine Gerechtigkeit, dann wird jün alles andere für die Feut fallen. Du wennst mag jün nicht sein, dort wird morgen kommen so. Morgen wird er für sich sein. Und jeder Tag hat für sich genug Trouble. Dort nicht rechten, dort ihn auch nicht gerecht worden. Wie es grüßt du nur aus je andere Rechten, wo je auch gerecht worden. Und du nur aus je Tömeten der andere, wo jünd selbst tögemeten worden. Warum kickst du ne einen Spun in den Brüder sin Jug und mögst nicht den Balken in den Jug weich? Oder wo kannst du zu den Brüdern sein? Ey, lud mir mal den Splatter uit den Jug mucke, wenn du einen ganzen Baum im Jug hast. Du Hechler, trag mal erst den Baum mit den Jug und dann wirst du Säune kennen und den Splatter
ut din Brüder sin Juk treiken. Jef de Huing nicht, wat heilig ist, en schmied jüne per Litas nicht für de Schwien. Dort doi de Uja, de Feutchrie en de Uja Klunje en de Tweemerke. Frucht en jün Wurt gejeft worden. Segt en je Wurn finge. Puttert on en jün Wurt upgemerkt worden. Wils wer du fragt, de kriegt. En wer du segt, de fingt. En wer du onputtert, dem Wurt upgemerkt. Wurt bejünt, wer sanne, der sin sehen wurt ein Stein geben, wann de für ein Bröt freuen det. Oder wann de um Fisch fragt, wurt die am ne Schlang geben. Wann je dann, so schleicht aus je sind, doch wollten jene Kinder Göde Guven zu geben. Wie viel mehr wird jün Fuder im Himmel jün Göde Dinge geben, wenn je du nur freuen. Und wird immer die Menschen jün sollen dönen, dort död ernt auch. Dort ist das Gesetz und die Propheten. Behandelt die Menschen, so je behandelt worden waren. Gut, dass ich das enge Put nenn. Willst du Put, es wiet in die weiches Bräut, den dort verdorben fiert. Und viele Gunen dessen weich. Und das Put ist eng, und die weiches Schmoll, die zum Leben fiert. Und dort sind nur wenig, die dort fingen. Hab Acht für die falschen Propheten, die in Schubskleidern jünd kommen, aber innerlich sind sie rietende Wille. Je sollen die und ihre Frucht erkennen. Wurden Wien drüben vom Hachelstrück oder Feen von Disteln geplocke? Grütze dreigt ein guter Baum gute Frucht und ein schlechter Baum schlechte Frucht. Ein guter Baum die kann nicht schlechte Frucht drehen. Und ein schlechter Baum, die kann nicht gute Frucht drehen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht trägt, wird aufgehackt und in das Feuer geschmissen. Und die Frucht soll jeder kennen. Die wurden nicht alle, die dort Himmelreich, nicht alle, die in dort Himmelreich kommen, durch zu mir sein, wo nicht alle nennen kommen. Du kommen bloß denen, die dort dönen und mein Fuder im Himmel haben will. Und Jan im Dach, wo ein fehlte mir sein, habe ich in die Numen geprophezeit und in die Numen Sutan uitgedreven und in die Numen viel Wolken gedune. Und dann wo ich sein, ich kann jünd nicht, war ich mit jünd, geschleichte. Wer meine Red hielt, wer die gehiert haft, und det, was ich gesagt habe, es so aus ein verständiger Mann, der sein Hüs auf dem Steingrund büht. Und die Rehen voll, und dort wutter Schäum, und der Wind blust, und der schlug jen dort Hüs, und dort voll doch nicht, wie es dort auf dem Steinchen gebüht ist. Und wer meine Red hielt, und nicht det, was ich gesagt habe, es ist ein unverständiger Mann, durch sein Hüs auf dem Sohn büht. Und aus der Rehen voll, und dort wutter Schäum, und der Wind blust, und jen dort Hüs schlug, voll dort mit gröten Kraft töp. Sieht nicht so. Und aus Jesus mit seinen Reden der ich wir, stunden die Menschen eba an, und heu lieren det, wils heu red so, aus einer, der die Macht haft.
sind uns einig, wie Brücke Jesus. Wir können dort nicht alles hören. Aber horcht mal zu. Die Juden haben fast, dort heute Passa. Die vielen, dort Gott aus der Sklaverei rausgeholt hat, und die bringen dort Lohn, dort Opfer für ihre Sünd. Dort ist uns Östern. Wie vielen dort Jesus uns aus der Sklaverei von Sünd rausgeraten hat, und heute selbst als dort Opfer für unsere Sünd. 7 Weg Luther, vielen die Juden dort, wo heute nochmal? Shavuot. Wollt ihr, wo dort von Fast ist? Dort Shavuot, 50 der hinga Östern oder hinga Passa, dort vielen die, dort Gott Mose die Gebote gegeben hat und sein Gesetz gegeben hat. Wot viel wie 7 Weg hinga Östern? Wot? Pfingsten. Und wot viel wie und Pfingsten? Dort der Heilige Geist kommt und uns dort Gesetz in uns Hutschrift. Das ist cool, oder? Ach, ich denke immer, wenn Gott nie uns steht, dann muss ich bloß ruhen. Wenn die Juden Gott sein Wort ist so wichtig annehmen, dort sie dort utwendig lernen, dann wird wie doch sein, dort die Beuchpredigt, dort Gesetz, dort Jesus uns erklärt, wo der Heilige Geist uns in uns Hutschrift, als unsere frische Tora. Das ist uns Gesetz, das ist, so wie leben sollen. Wie dürfen das ohne Angst, wie uns das betont, heuhaft dort erfällt. So Fredi, wenn du anwurst, dass du noch was isst, was noch nicht so isst, dass das sein soll. Wie uns der Heilige Geist redet die. Fredi, wie uns dem mag die aufmerksam. Wie uns sein Gesetz es in den Hut geschrieben. Und dann habe ich letzten Sonntag gelehrt, wie wir dort tönen. Ewald hat das so fein verteilt. Du kannst frei sein, wie du bist geröbt, frei zu sein. Wie du kriegst, ist genug. Ich mag uns mit. Du hast mal gesagt, les jeder Tag in die Sprüche. Dann wirst du ein erfolgreiches Leben haben. Ich sage Ihnen von dir, lud uns immer weiter in jeder Weg die Beupredigt lesen. Dann, wo wir ein erfolgreiches Leben haben. Dann, wo wir dort Gesetz nicht bloß in uns Hut haben, dann, wo wir dort unsere Lippen haben. Dann, wo wir Tag und Nacht über nur sind. Und das wird uns Fuß abholen, wenn wir irgendwo tönen, wird nicht wies, wo Gott ist. Und wir sind berührt zu wiesen, wo Gott ist. Wir dürfen nicht dort Ofenmond nehmen. Sein blöd, dort vollkommene Opfer. Dort ist die Erfüllung. Und von dir denk wieder an. Und ich dürfen wirklich kommen, das einmal in den Matt bringen. Nehmt von dir das Ofenmond. Trinkt dort blöd im Dankschein, dort du betult hast. Im Dankschein dafür, dort du das Gesetz erfüllt hast, Jesus. Nimm dort Brot aus deinem Körper und lutet in die Brot wohnen. Und dort Gesetz ist in die geschrieben. Hat keine Angst. Du bist allheilig. Nur lud uns auch so leben. Ich will für das Ofenmahl beten.